Welkom zum Tabzinje. Wir freuen uns, dass du dabei bist von dir. Wir freuen uns, dass wir von dir kennen in diesem Raum sind und später, wo wir Tabzinjes filmen. Nächstens werden wir die noch einladen, dass du dabei kommen kannst und einfach hier sein und mitsingen. Aber von dir noch nichts. Wir freuen uns, dass du dabei bist und sehen Leute mit einem Lehrwort aus Gott sein Wort. Je voll waren alles dies, das, aber hast dich ein Licht an jet. Und man war so eine Konto, als ein Göttetje voll. Norbert, du hast von dir war da für uns alle eine Geschichte, aber ganz besonders auch für die Kinder. Ich will Ihnen für dir eine Geschichte vertellen, wo ich von der Person rede, wo ich mir in der Rolle von diesem kranken Mann, von was ich von der vertellen will, mir nennen versagt. Ich lag Tag für Tag in mijn Badraum. Mein Leben war sehr langweilig. Tag an, Tag uit lag ich auf meinem Matratz, was ich hatte. Sie sind dort nicht bloß ein Tag, auch nicht bloß eine Weg, sondern immer weiter. Eines Tages hier ich bei Jesus und uns starb und uns Jenen kam. Und ich hatte ein paar Freunde, die hatten immer weiter mal Zeit für mich. Aber nicht immer, wann ich will, hat so Zeit. Also ich will ganz von meinen Freunden abhängig. Weil ich kann meine Freunde begeistern, dass die mich nach dieser Stelle bringen, wo Jesus in einem Haus versammelt wird. Und als wir dann bei durchkommen, ich überlege verschiedenstes, was das stattfindet. Innerlich dachte ich, weil ich hätte, Jesus wird mir helfen. Das ist ein Glaube, dem hat ich. Dann schauen wir bei durch und alles wird voll, du wird kein Raum mehr. Und ich hier bei meinen Freunden im ersten Moment mit möglich wäre, aber die Situation bitte für dem Haus, wäre manche Menschen. Aber sie hatten eine Idee. Sie stehen auf dem Haus ab, damals die Hieser hatten nämlich endlich alle an der Kante eine Trappe ab. Und das Haus, wir bauen gleich. Und leiden mich ab der Tag ab. Dat wir was an der Bordet. Die soll ich auf den Tag legen. Aber sie fangen an zu schaffen. Sie nehmen die Teile
wiederholt, was einmal da wieder merke du ein Lach, sie dort eigentlich kann ein bisschen raufchecken, was du an ihr Beine passiert. Sie hat schließlich das Lach an der Tag dann gemerkt und Leute mir darauf, dass wir da ganz still werden. Alle checken diese Blöß nach mir, was gibt das nu? Mein Puls, der fängt einmal wieder an zu gehen. Und ich will mir einmal sagen, Jesus, was mich halb kennen. Was ich dann für Jesus slag, ganz allein, checkt er mich so an und sagt, mein Jung, diesen Ausdruck, mein Jung, dem habe ich ja lange nicht gehört. Er sagt, die sind all deine Sünde verzeiht. Alles ist aufgelöscht. In dem Moment kam eine Freude an mir. Ich freute mich so sehr, dass Jesus mir all meine Sünden verzeiht. Der Pharisäer, was auch gerne wäre, da überlebte, dort kann je doch bloß Gott dienen. Und Jesus sagt ihr Danke, was sie hatte. Sagt Jesus, was ist leichter zu sagen? Die sind deine Sünde verzeiht? Er zu sagen, steh ab und geh nach Haus. Aber am dort jeder seine, dort ich beides kann, und kijk, da war an mich, ich will nach abgerecht, was war das nicht geben, und sagt er, steh ab, nimm den Bad und geh nach Haus. Furt später, ich will an meine Beine Kraft leben ankommen, ich kann abstehen, neun meine Sache, muss mich damit hier durchdrängen, durch die Menschen, und ich mein Weg nach Haus. Mein ganzes Hort, da wir so voller Freude, ich freue mich so sehr für diesen Moment, was ich erlebt habe. Ich habe nämlich zwei Sachen erlebt. Einmal Sündeverzeihung und zweitens, ich will körperlich gesund. Eine Sache, was wir hier gerne von lernen, ist, wenn wir mit dort so wie sind, so ist ich sie, mit Jesus kommen, was für Jesus ihnen freut. Du kannst nie das Leben entstehen. Also du kann Heilung passieren. Und dort wünsche ich die, als Tätiger, als Kind, wenn du das noch nicht erlebt hast, noch erst die Gelegenheit. Dankeschön, Jesus, dass du mit diesem kranken Mensch wirst. Jesus, du hast am gesund gemerkt. Danke für die Geschichte, die wir lesen dürfen. Herr Jesus, du weißt auch, wo du krank bist. Und Herr, halb dort wie immer waren, mit dem, was wir sind, für die kommen können, so wie sind, nicht verheimlichen und uns von die auf Grund ab für andere Leute. In die Nummer Jesus. Amen. Jesus, du bist Gott, du hast mir gerat, deine Gnade liegt für mich. Du bezahlst deine Schuld, wo ich trauen soll, deine Gnade liegt für mich. Dankeschön, Herr. Jesus, du bist Gott, du hilfst mir jeder Tag, deine Gnade liegt für mich. Du bist immer bei mir, auch wenn ich mal versehe, deine Gnade liegt für mich. Oh, Halleluja, deine Gnade liegt für mich. Oh, Halleluja, deine Gnade liegt für mich. Jesus, du bist Gott, du fällst mein Hort mit Brett, deine Gnade liegt für mich. Ja.
bist ein Hüst für mich, heute steht vor und Tiet, die nicht nur direkt für mich. Oh, Halleluja, die nicht nur direkt für mich. Oh, Halleluja, die nicht nur direkt für mich. Dort Gott sie nicht nur tätig, du dann muss ich mir immer wieder selbst erinnern. Vielleicht hat die das auch so. Wenn man im Alltag unterwegs ist, dann ist das immer wieder, dort man denkt, man muss sich was verdienen, dort fühlt sich sehr einfach an. Dort Not wird geschenkt sein. Und du darfst mir immer wieder sagen, die nicht nur direkt über Tür. Ich muss das nur nicht mit ihnen Kraft schaffen. Heute ein Haus für mich, wenn ich mit wenn ich seine Vergebung angenommen habe, wenn ich dort geschenkt wird heute für mich heute habe, wenn ich dort annehme, dann richtig nur her, dann nicht, was ich tun kann, was dort ich was übrige, dort ich die Schuld wird betonen kann. Und ich merke, mir und auch die Möd, immer war dort zu sein, die nicht nur direkt für mich. Wer wie am Anfang durch, wer haft den Edelball gemerkt, wer sieht denn dort was Licht, das scheint als es heim. Wer sieht der Abraham gehen, ja vom frischen Land. Wer seht Moses, du stehst auf helliges Land. Du bist der Einzige, was das Leben merkt. Du bist mein Herr.
Wir wollen uns von der mit der nächsten Eigenschaft, das 1. Korinther Kapitel 13 beschafft hier, was der Leuwe ist, wo Paulus dazu erwähnt, der Leuwe pucht sich nicht. Ein anderer Wort kann ich vielleicht sagen, der Leuwe ist demütig. Der Leuwe hilft sich nicht selbst fair. Der Leuwe sieht nicht nur dort, was sich auf sich selbst betrachtet. Der sieht nicht, sich im Vorgrund zu stellen. Der sieht nicht nur, dort sei mat über alles rütkommen. In dieser Zeit, wo wir am der Weihnachtszeit stehen, wo sich alles am dort dreht, was vor ein paar tausend Jahren passiert ist, dass Jesus auf diese Erde gekommen ist, wo weltweit davon geredet wird, wo weltweit viele Geschäfte gemacht wird, am Geschenke zu kaufen, am seine wer was Betritt verdeelt bringen kann, am Familienfasten zu feiern, am Ausflüge zu merken, was immer veranstaltet wird. Doch dort handelt es sich um das eine, dass Jesus ab diese Erde kam, aus ein kleines Kind in eine Krab, und doch, das kann nicht wir. So ist das aber auch von der und da noch für viele Menschen, dass Jesus aus einer verdient in eine Grab liegt. Doch das ist nicht das Ziel, was Jesus mit uns Menschen hat. Dort wie aus ein kleines Kind heulen in unserem Horte, der immer noch in eine Grab liegt. Er ist ja nicht. Er ist gekommen zu herrschen. Er ist gekommen zu regieren. Er ist gekommen, Leben zu bringen, wo all dort wir. Er ist die Ehendeimer von der Leib. Er ist der das gebracht hat, über dort wie von der Rede kennen, dass der Leib sich nicht puchet hat. Der Leib läuft nicht mehr von sich aus dort, was sie wirklich ist. Und ich möchte zu einen Aufschnitt lesen, den wir in der Bibel finden, in Matthäus Kapitel 11, ab Vers 28, der uns in dieser Botschaft begleiten soll. Du sagst dazu, kommt alle an mich, die jene schwere Lasten haben, die jene bedrängt und die jene meid sind. Und ich will jene zurückgeben. Und dann sagt er, leicht jene mein Joch ab und lehrt von mir, weil ich sie sanftmütig und von Horten demütig. Und je waren Rüffinge für jene Säule. Weil mein Joch trägt nicht, und meine Last ist nicht, und meine Last ist leicht. Sich puche, sich angeben, sich mit Wort, was geläufe, was nicht zutrifft. Das ist ein Ding, was Gott war stohnen hat. Doch wer sich demütigt, der fängt vor am Genot. Und wir lesen in Jesaja Kapitel 66, Vers 2, wo das sagt, ich habe selbst alles gemerkt, sagt der Herr, was du ist. Und das ist, woher alles ist. Aber ich bekümmere mich über die Armen und über die im Gemüt geschlagen sind. Und über die Furcht für mein Wort haben. Die sich erheben. Die wird Gott widerstehen. Das ist Gott jeden an. Die haben Gott jeden sich. Aber die sich verarmen entschlüten, die sich demütigen, die haben Gott für sich. Dann kommt uns vielleicht die Frau an, was ist Demut? Wann läuft sich nicht puchet hat, wann der Jenseits von Puche Demut wird sein, was ist das dann für mich? Demütig zu sein, das bedeutet in keinem Fall, dass ich mich gering schätze, dass ich mich verachte, dass ich mich te weniger tale als dort, was ich wirklich sehe. Das ist auch nicht Demut. Demut kann auch sehr falsch verstanden und gelebt werden. Demut ist, wenn ich bereit bin, auf mein Ich zu verzichten.
So, ik kan veel wellen en veel duinen en veel erreiken, maar ik zie ook rui dat bij sie te staan. Dat ist Demut. So fing wir dort in dem Beispiel von Jesus selbst. Am meinen Nächsten sind halbe, sie ergreut, mich selbst zu sie zu stellen. So ist das in 1. Johannes Kapitel 3, Vers 18 sagt. Liebe Kinder, weil wir nicht bloß von Leib reden, aber der in Wahrheit mit Worten bewiesen. Demut wird aktiv. Demut ist live in Aktion umgesetzt. Das kommt in meinen Umgang mit meinen Mitmenschen, mit meinen Nächsten klar zum Verschieden. Die Frau ist vielleicht, wie haben wir uns dann über? Demut ja zu sein. Erstens einmal auf die Duran, den Nächsten vertritt hier. Ich will praktische Angelegenheiten andienen. Uns Duran zu über dem Nächsten sagen, bitteschön, bedein die. Bitteschön, go fair. Was ich will. Und es steht dort, wie seine immer das Erste zu sein. Das Erste Wort zu nehmen. Das Erste Wort zu geben. Lass dem Nächsten Vertritt haben. Wer ist das in unserem Alltag, wenn wir zum Beispiel nur der Luft gefahren? Wir sagen, wie viel Herd bis Menschen sammeln sich dort taub. Und ich komme nach ein paar Jahren ab und das ist aller Fall. Dann fahre ich ramen, da ist noch ein Platz. Aber ich sage, du kommst all eine Eue vor. Was tue ich dann? Sei aber wahrscheinlich noch eine hier auf und dann Gas geben, dann sehe ich Beine. Dann habe ich angeheult. Ich weiß, können Party sein, dann nicht? Ich kann entscheiden gehen. Wie sieht das aus, wenn ich Sonntag allen Bett abgestoßen sehe? Und wir haben tüs Drag mit Reitwaren, dass wir keine Tag fahren. Die Kinder sind Hand und treten wehr. Und alles schien bloß mehr Stress anzugeben. Schließlich die Glock ist all über gewesen. Und ich sehe all 10 Minuten über dem Zeit und wir fahren schwind. Und sagen, wir finden nur einen Partyplatz auf dem Lot. Aber da kommt noch einer. Wer wird dann Party? Paulus sagt, ihr habt uns einen Hinweis in Römer Kapitel 12 verstehen, wer Party soll. Ob du oder der andere. Er sagt aus Brüder, soll ihr euren anderen von heute gut sein. Und dann sagt er, merk immer Rühm. Merk immer Rühm für den Nächsten seine ihr. Ich will ja doch auch ein bisschen geirrt worden, nicht? Was ist das, wenn alle anderen Erfolg haben und allen jubeln haben? Ich will doch auch ein bisschen ihr. Doch die Bibel lehrt uns, merk hier bei einer Rühm. Für den anderen seine ihr. Nicht für meine. Weil wenn ich wo für meine ihr Rühm merke, dann war ich von Bube her gedemütigt worden. Wenn ich über Rühm merke war vom anderen, dass der andere geirrt worden kann, dann wird Gott sich durch am Kämmer, dass ich meinen Platz finde. Eine andere Übersetzung sagt dort, in der Brüderleif sieht innerlich, je einander leiftulich, ihr beiden kommt einer den anderen voran. Vertragje. Dem nächsten Vertragje. Ihr beide. Wir sind abgefordert, unseren nächsten Vertragje, unabhängig von dem, wer uns das geht, wie wir uns feilen oder auf uns tun ist. Im Philipperbrief im Kapitel 2, der Vers 1 bis 9, möchte ich einmal lesen. Der geben uns eben sehr klare Andeutungen und Anweisungen über welche wir mit diesem Thema umgehen. Er sagt also, merkt beginnt einer den anderen möglich in Christus? Das ist eine Frau. Ist das beginnt? Bist du besorgt daran, den Nächsten möglich zu merken in Christus? Oder bist du eigentlich besorgt daran, dem Leib ein bisschen aufzutragen, dem Leib ein bisschen um Grenze zu bringen? Wer ist das beginnt? Wieder fragt er, treust die Jünd, leiftulich? Wenn die Seine, dass jemand traurig ist, go je hin, zu trösten oder zu trösten.
Wieder fragt er, habt ihr im Jest Gemeinschaft miteinander? Sind die von heute Gott und können die mitfeilen mit dir, was leben? Dann merkt mir recht, Frau, sagt Paulus, dass die einig waren. Wenn die dort alle tun, dann wird die nur noch so einig, dass die mich daran Frau merken. Und die alle gelijk Gott sind. So Gott vertrauen und einerlei nachstreben. Sieht nicht nur sich und ihr geht sich, vielmehr ach den nächsten Hecher aus jün selbst. Je sollen nicht bloß nur dort checken, was jün selbst interessiert, aber auch nur dort, was den Nächsten interessiert. Bestrebt zu sein, dort nur zu checken, was interessiert dem Nächsten. So, meistens, das ist der Rede wieder von, wenn wir jemandem was schenken, dann checken wir erstens nur, was interessiert mich nicht. Und wir schenken dem anderen, was mich interessiert. Und die Leute, dem interessiert das auch. Doch, dem interessiert das nicht. Dem hat das nicht. Warum nicht? Weil ich check nur mich selbst. Und nicht nur dem, was dem Nächsten interessiert. Sieht untereinander, solche Sonne, sagt er, aus Christus selbst wir. Jesus wir, von seiner Natur her Gott. Sind die Post mal ganz ab. Aber dort sagt er nicht so an, dass er dort mit Gewalt festhalten muss. So er wir reid. Er hat dort Recht in der Herrlichkeit Gottes zu bleiben. Er wir Gott von Natur her. Er wir Gott sein Wesen. So er hat dort voller Recht, beim Vater zu bleiben aussehen. Doch er sagt dort nicht an, als Sünd, dass er dort muss festhalten. Er wir reid. Sein Recht bei sie zu stellen. Warum? Weil's die, weil's mich, weil's an deine Persönlichkeit wichtig wird. Wie er reid, sein Eck zu sie zu sagen, und sagen, ich go dem, der verloren ist, der im Diensten lebt, dem go ich zu siegen. Er tragt die fair, er tragt mich fair, um die Herrlichkeit bei Gott zu verloten und Knastgestalt anzunehmen. Vers 7 sagt er, er tragt sich dort, so aus Gott sein, da tragt er sich ut. Und dann nimmt er eine Gestalt an aus ein Knecht, um zu dienen, kaum er ab diese Ehe. Und wird dadurch so aus wie Menschen geboren von einem Mensch. Demütig merkt er sich, gering in Wort gehorsam, bat am Deut. Ja, bat am Deut am Tritz. Du wehen, wils hij reid wie zijn Eck te zien te stellen. Meent halve, dient halve. De Welt halve. Du wehen haft Gott am ook. Heel Jehovah. En am einen Nummer gegeven die über alle Nummers steht. Der ist unvergleichbar. Der ist unnahbar. Der ist unerregbar. Der ist unmöglich, dass jemand sich mit ihm gleichstellen kann. Und hier haben wir das beste Beispiel von dem Ehendäumer selbst von Leib, was ist Leib, wenn der sagt, der braucht sich nicht. Er hat sagen können, nee, ich sehe Gott. Wer sie wer läuft jeder, ich sehe an mir mit jungen Anschweinen zu kommen. Doch er hat nicht dort bei sich, dass er dort muss festhalten, rein, heilig und herrlich zu sein, sondern er hat dort bei sie gestellt und wir reihen sich mit uns Schweinchen dreht anzuschwingen. Sollte Worte aus wie, er läuft sich nicht besser zu sein, und doch wie er reiht, den Preis für unsere Sünde zu betonen. Er hat uns dort vergelebt. Und er hat uns dort mit einem ganz bewussten Ziel vergelebt. Nicht bloß damit einer Meier wird vergelebt hat. Er hat uns dort vergelebt, weil er will, dass das von uns gelebt worden soll. Das ist sein Ziel dabei.
Damit dort in uns Fleisch wird und damit wie dort anfangen, so auszustrahlen, als er selbst dort ausgestrahlt hat. Wenn wir wollen, lernen, Däumöcher zu sein, dann müssen wir uns lernen, von unserem Nächsten zu lernen. Weet je wie normaal unseren Mitmenschen an? Ich habe dem was zu lernen. Oder habe ich was zu lernen von dem? Muss ich alles selbst uitvinden gehen? Oder kann ich auch mal sagen, darf ich von dort, was du alles gefunden hast, lernen und Nutzen merken? Von unserem Nächsten was zu lernen. Ob zu seine für Anweisungen, ob zu seine für Kritik, ob zu seine für Korrektur, ob zu seine zu lernen. Dat is Däumöt. Wow, dat wat du deest, dat helpt mij verder weg. Dat leert mij. En dat schützt mij voor veel selbst aneidig uitgevangene Sachen in meinem Leben. Däumötig zu sein meint, eine lehrende Haltung meinen Nächsten gegenüber zu haben. So, ich kann immer noch was lernen von dir. Was immer das sein macht, ich kann lernen, wenn ich eine däumötige Haltung habe. Die Frau, die ich stahl, ist, warum aufsehen zum Lehren? Warum aufsehen für Kritik? Warum aufsehen für Anweisungen? Warum aufsehen für Korrektur? Ich möchte 3 Karten an die Dinge geben. Erstens einmal, warum aufsehen? Das ist angenehm. Ein Mensch, der ist, Anweisungen anzunehmen. Ein Mensch, der ist, Kritik im positiven Sinn anzunehmen. Und du was zu merken. Ein Mensch, der ist, korrigiert zu werden. Das ist ein angenehmer Mensch. Das geht schein mit dem Umgehen. Wisst ihr es ob? Der fällt sich nicht futz verlatzt, wenn einer sagt, das würde ich gerne für den selbstigen Preis, mit der selbstigen Zeit, anders schmecken. Beste Rede dafür? Oder wenn der sich nicht futz im Selbstmitleid verfällt, ja, aber er merkt echt das falsch, und er sieht echt das Problem, und er macht echt. Das ist unangenehm. Wenn ein Mensch das dort reagiert, das ist unangenehm. Aber wenn der ist, sich zu verbessern, das ist ein Mensch, der angenehm ist. Sprüche sagt uns in 15,12, ein später will von Belehren nicht weiter. Wer bist du? Ein später will nicht weiter. Die andere Frau würde dann sagen, weißt du was weiter? Will ich was weiter von belehrt sein? Wenn ich das nicht will, dann teile ich unter die später sind. Die nicht wollen belehrt sein. Heute wird die Wesen nicht nur rot Frau. Das gibt Menschen, die sind so dickköpfig, die gehen durch irgendeine Wand, aber die wollen nicht irgendeinen Wesen am Rotbett. Das wird ich mir selbst bewiesen. Warum? Der Wartel vom Hochmut, vom Stolz, das ist die Unsicherheit. Der Hochmut, der Stolz, das ist nicht der Wartel. Das ist allemaal das Weppelboven. Der Wartel, was da unten deut Beine ist, das ist die Unsicherheit. So, ich fühle mich unsicher. Will ich mich unsicher fühlen? Wo ich dem nicht nur Frau, wo ich janem nicht nur Frau. Das wollte ich nicht tauschen. Und dann jäft sich dort in mir für was gestaltet ut. Der dritte Punkt, woran upsehen für die Anweisungen, für Korrektur, ist, wie es dort weise ist. Sprecher sagt uns in 15,32, wer sich nicht belehren lässt, merkt sich selbst zu schauen. Wer sich über vermuten lässt, sagt er, nimmt Tö und Verständnis.
Wir sind alle in gewisser Hinsicht ignorant. Manchmal glauben wir uns, nee, ich weiß alles, ich weiß das, ich weiß das, ich weiß das andere. Aber in gewissen Bereichen im Leben sind wir alle ignorant. Wir wissen nicht alles. China, bitte Gott, weiß alles. Aber wir Menschen kennen nicht, was du kommst. Also, warum nicht weiß worden? In uns korrigieren lassen, in uns hinweisen lassen, in uns selbst zu korrigieren? Den dritten Punkt, dort jeft weniger Trübel. Das jeft mir persönlich viel weniger Trübel, wenn ich upsie für Anweisungen. Man kann lernen, über Sachen zu reden. Sprecher sagt uns in Kapitel 13, Vers 10, stolte Menschen streiten sich immer. Aber der Weise, die sind bereit, Rot anzunehmen. Stolz, Hochmut, steigt normalerweise hinter jeder Reich vor dir. Wir jeden möchten stolzer Mensch sich reich vor dir. Hast du das vielleicht mal selbst erlebt? Ich ja. Wenn ich das nicht zugeben möchte, dass doch nicht ganz so viel wie mit mir. Argumente siegen, das ist willst dort, oder dort willst ja, oder ich versuche alles zu reich vor dir zu erklären. Und dort ist eine stolte Haltung. Wenn wir von jemandem kritisiert wurden, dann prüft Gott unseren Charakter, wie demütig wir wirklich sind. Was passiert, wenn jemand uns kritisiert in uns? Das püst Fuß ab, nicht? Das pickt und je liegt an der Gold, sich das manchmal so. Wenn wir lernen wollen, demütig zu sein, uns nicht mit anderen zu puchen, dann müssen wir uns durch ein Auge Töte geben, wenn wir am Falschen sind. Sei abpassen mit sei, das war da meine Schuld, das ist alles meine Schuld. Das geht nicht um nur dem anderen Extrem zu gehen. Das geht nicht um die Geringschätzung von mir selbst. Ich sehe nicht ein Mensch, der Gott missachten hat, indem ich mich anders geringschätze. Ich sehe ein Ebenbild Gottes. Eine gesunde Demut zu haben, der geht wieder. Aber teilgeben lernen, dort ich am Falschen will, ohne meine falsche Handlung zu erklären. So, ich brauche nicht sagen, ich habe diesen Fehler gemerkt, weil es Jana mich unter Druck stellt. Oder ich habe das so gesagt, weil du hast mich gefordert. Wir können Herbis Erklärungen sehen für unsere Fehler, wenn wir was falsch gemacht haben. Wurde damit lehrt dort zu stehen, zu dem Fehler zu stehen. Ein stolzer Mensch ist ein Profi an, alles zurecht vor dir. Meine Fehler, die sind nicht so schlimm, als sie wirklich anscheinen zu sein. Tötestunde ohne Recht vor dir. Indem dort ich sei, ich deut so, dort woran, indem dort ich sei, ich deut so, willst du so deutst. Tötestunde, wenn ich einen Fehler gemerkt habe, ohne dem zu erklären, in dem abnehmen. Dort, was ich getan habe, dort wird nicht reicht. Oder, das ist mein Fehler, weil ich will nicht tun, was ich tun sein soll. Sprecher sagt in Kapitel 28, Vers 13, wer seine Sünde verlegt, wird nicht gleich haben. Wer der bekannt und damit abhielt, der wird Mitleid finden. Dort Töstone, dort bedient mit der Haltung begleitet zu sein, ich sie reut aufzulassen. Ich sie reut Aufstand zu nehmen davon. Und der nicht zu wiederholen.
aber ohne dat ik de rechtvaardige. De rechtvaardiging is, de uitvordering is toestonen dat ik een fehler gemaakt heb. Ik zei dat aan. Nicht bloß willst du mir das sagst. Und omdat ich nicht Streit habe, Brück, stehe ich dazu. Ich stehe dazu, weil ich das ansehen. Ich sehe das an und weil ich das ansehen, dann jaft das eine Wende in mir, dann jaft das eine Veränderung in mir. Ich erkenne das, ich gefehlt habe. Und das ist meine Schuld. Ich will nicht tun, was ich tun sein soll. Die Sache ist, wir haben so leicht Angst, wenn wir unseren Fehler tun wollen, dass wir unseren Wert verlieren wollen. Was wäre der Leben von mir, wenn ich sage, das wäre meine Schuld? Sehe ich dann plötzlich, wenn ja wird? Die Wirklichkeit aber ist, dass wir Fehler merken. Das ist die Realität. Keiner von uns ist fehlerlos. Keiner von uns ist perfekt. Wir merken alle Fehler. Ob wir das nu wollen tun oder nicht. Das ist die Wahrheit. Wie gehen wir damit um? Wer zugeben kann, dass er oder dass sie einen Fehler gemerkt hat, und das Aufstand nehmen kann davon, die Einstellung hat, das loszulassen, der wird an Wertschätzung nicht verlieren. Wer an Wertschätzung verlässt, ist der das nicht tun kann. Uns wird nicht tun, warum? Weil es unsere Wahrhaftigkeit zum Verschieden kommt. Ich versuche nicht, was zu leben, was ich gar nicht sehe, sondern ich lebe einfach, was ich sehe, da ich Gott sehe nicht genug. Und Jakobus sagt uns im Kapitel 4, Vers 16, bekannt jene Sünde, einer zu dem anderen. Und bet einer für den anderen. Warum? Das ist heilend für ihn. Das bestätigt jenen Wert. Das bestätigt jene Identität. Das sagt nochmal, wer ihr sind. Das ist, woran wieder tun sollen. Die sind nicht bekannt werden. Merkt uns krank. Dem Stalt Bibelhöhle und nicht Höchststunden zu wollen, hindert uns, Heilung zu erreichen. Als viertes, wenn wir wollen lernen, Deimöcher zu sein, dann müssen wir uns durch ein Eiwe unsere Pläne Gott anvertrauen. Wir folgen, merken wir unseren Plan ganz rein. Und wenn wir dem ganz fertig haben, dann beten wir Gott, unseren Plan zu segnen. Ist das dort, was Gott für uns will? Na, ich kann ja sagen, doch, der hat mir einen Verstand gegeben, dass ich denken kann. Dass ich Sachen in ja Frau kann. Dass ich planen kann. Dass ich mich organisieren kann. Und ich kann ja nie auch Argumente finden, dass ich leben kann, dass Gott schuldig wird, meinen Plan zu sehen. Doch heißt kein Hampelmann, der durch einen Dienst, wo ich dem Dienst gemacht habe. Heute fordert uns Rüd, dass wir am Vertrag sollen. In euer uns Plan gemerkt wird, dass wir am miteinander betragen, in unserem Plan. Und damit wir das anders verstehen lernen, damit wir uns in seinem Plan entreichen können. Wir vermerken wir uns große Mähen, vor uns Mai, und weiter nicht, weil wir wiederkommen sollen, waren depressiv, so wieder so wach, weil wir eine Pläne, eine Projekte schreiben. Doch Gott sagt, ich habe einen Plan reut für dich. Euer, du erhebt im Mutterleib, zu Stand kommst. Warum merkst du dir das schon? Warum sagst du dir an, wenn Jesus sagt, komm, wenn du meid bist,
Breng die Sorgen mit. Komm naar mij, ik wil die ruw geven, du was verpustig aan. En leer dat ik een plan heb voor die. En wel we in mijn plan, dann wirst du nicht meid worden. Oder? Wenn er sagt, mein Joch ist nicht schwer. Meine Last ist nicht schwer. Mein Joch wird dich nicht bloße schieren. Das ist leicht, das ist angenehm. Aber mein Plan will bloße schieren. Mein Plan will amaklich sein. Jakobus, der zitiert Sprüche Kapitel 3, Vers 34 in Jakobus 4, 6, wo er sagt, Gott ist jen dort, wat stolz sind, jen die, wat stolz sind. Aber die, wat deimütig sind, die jaft hij genoeg. So, wie können uns Gott zu unserem Gegner merken? Oder wie können uns Gott zu unserem Freund merken? Gegen Gott arbeiten, das ist das ganz Schwanste, was wir da nicht können leben. Das, wenn wir stolz sind. Das, wenn wir unseren einen Plan im Leben nur an. Wenn wir stolz sind, dann haben wir Gott gegen uns. Wenn wir uns nur über die möchten, dann fangen wir genug an. Was bedeutet das nun für uns, wenn wir Gott unseren Plan dann anvertrauen? Die Bibel gibt uns eine klare Antwort darauf. In Römer 6, Vers 13b. Geeft junt lieber Gott aan. Wo? Als Söhne, die vom Dood zum Leben gekommen sind. Die ihre dode Pläne abgegeben haben und die sich einen lebenden Plan unterstellt haben. En lot am jene Leder Brücke, der Gerechtigkeit zu deinen. Ich wollte diesen Vers nochmal lesen. Geeft junt lieber Gott an, als Söhne, die vom Tod zum Leben gekommen sind, en lot am jene Leder Brücke, der Gerechtigkeit zu deinen. Das geht nicht an dort wie dort deinen. Dat gaat omdat hij aan zich leder brukt. Dat de Lung, die dat ganze im Leben hält, ist hij. Das sind nicht wie. Wenn wir das tun, dann wird uns das Joch amaglich sein. Und dann wird uns das schwer sein, und wird er uns ableicht. Gott will uns Leben in seinem Plan nicht haben. Damit wir die Gerechtigkeit tun. Nicht unsere eigenen Wünsche nur fallen. Da möchte ich sagen, es dort wie unsere Menschlichkeit annehmen. Wir haben nicht mehr Stress mit uns selbst. Ich habe nicht Ideale nur zu fallen. Ich habe einen Leben in Wahrhaft in Christus nur zu fallen. Ich nehme meine Menschlichkeit an. So als Jesus dort teilt. Hij neemt Menschengestalt an. Ich habe ab diese Ehe. Das ist wahrhaft Dämmert. Ich möchte mit einem Vers ausschließen in Micha Kapitel 6, Vers 8. Der sagt uns, du sei ja klar, aber Mensch. Hij hat die weite geloten, was Gott ist und was der Herr von dir verlangt. Hij sagt, sei nun Rechten. Komm immer weiter in Lauf für dem anderen ab. Und blieb treuartig, leiftolich und deimütig für Gott. Dort ist dort, was Gott von uns will. Hij will nicht dort wie uns schwere und große Pläne merken, weil wir keine besser werden. Hij will, dass wir die Lauf anfangen in der Praxis im Alltag anzuwenden. Dass wir die leben. Wenn wir wollen, hochmütig werden, wo wir uns meiden und einfahren, wenn wir lehren wollen, dass das Evangelium von Christus, wo er gekommen ist, wo er ab dieser Erde geboren ist, gekommen ist, damit wir dort leben, dann wird das anders anfangen in uns
uit te zijn. Ich lade die an, mit mir zu beten. Vor dem Himmel, du hast uns deinen Sohn Jesus Christus auf diese Erde geschenkt, der uns dort eine menschliche Gestalt verlebt hat, was worauf gedäumt ist. Weil der Leib aktiv wird und zum Verschieden kommt, auf eine däumige Art und Weise. Wo du uns dort gewesen hast, dass du bereit wirst, auf den Eck zu verzichten, deine Herrlichkeit zu verloten, deine Heiligkeit, deine Reinheit, und hinter konnte stellen, um unsere Sinnhaftigkeit ab die zu laden, um die mit uns direkt anzuschwingen, und dort um Schritt zu drehen, wo du gestorben hast und mit Upneheim ausgeraubt hast, ich habe für die betont. Deine Gnade, die liegt auch für mich. Dort, was du getan hast, habe ich lehre, und ich will lehren von dir, worauf dich demütig zu sein. Und all die von dir mit mir sagen, ich will lehren, demütig zu sein. So als du mir das verlebt hast, musst du durch deinen Heiligen Geist verdienen, dass dein Wort in unserem Leben die bewahrtlich schlagen können und dass dein Geist in unserem Leben viel Frucht bringen können. Zu deiner Verherrlichung in Jesus' Namen. Amen.